Die Apollonia. Die war ja. Scheiße, wo war die? Ich glaube, die war da hinten. Eigentlich wollte ich zum Löwe. Wer ist die da? Kenn ich schon. Kenn ich nicht. Mag ich auch nicht kennen. Apollonia, gute Nachrichten. Morgen wird der Kind los. Grüß die Valentin. Was bringt die her? Na wirklich, Valentin, da fällt mir ein Stein vom Herzen, ganz ehrlich. Was hat er denn gesagt? Da bin ich jetzt aber erleichtert. Ich hab so eine Angst gehabt, aber vielleicht wird na doch noch alles gut. Ich bin dir ehrlich dankbar für alles, egal was jetzt passiert. Dass du mir hilfst, dass du zu mir gehalten hast, das werde ich dir nie vergessen. Das war die Stufe 29. Das heißt wieder ein Punkt für mich. Halt du nicht. Warte, da geht Schlag auf Schlag, gib mir die Punkte. Löwe, ich gib mir jetzt. Aber da nicht. Hinten rum. Es hört morgen um 10 Uhr im Wölpertshofer. Gibt eine Abtreibung. Löwe, wir können den nicht ausschließen. Tolles war's auch nicht. Was? Ich war mir so sicher. Dann bleibt ja eigentlich bloß mehr einer übrig. Der Pfarrer selber. Ich fass es nicht. Aber der hat in letzter Zeit immer so komisch umeinander da. Wer weiß, mit welchen erzkonservativen Elementen der sich eingelassen hat. Die Zeiten haben sich geändert. Es gibt Kräfte, die die absolute Monarchie gern wieder zurück hatten. Denen ist jedes Mittel recht. Wer weiß, wem da unser Pfaff ins Netz gegangen ist. Ich kann mir das ja auch nicht vorstellen, aber man darf ja nichts ausschließen. Also, schauen kann das ja nicht, wenn sie einfach mal nachfragen, was er denn an dem Abend noch so gemacht hat. Die Wege des Herrn. Löwe, ich glaube auch, dass der Pfarrer ist. Der tut gerade immer schon scheinheilig. Das war Stufe 30. Ich sag's eh. Schlag auf Schlag, eh. Da steigst du ab wie ein Damischer. Pass auf, mit der Beile. Da schön. Der mit dem Teufel im Bunde. Was haben wir da? Die Grabenschrift. Georg Kalt. Sophie Güttinger, aha. Was können wir noch lesen? Pistner. Was ist die Uniform alles? Moment, eine Rose. Braucht das grob nicht, brauch ich. Beile, trete mit um, du. Seine Sonntagsjacke, so ja.
Die wurde für kleinere Reparaturen an Apollonia übergeben. Es gab ein paar Ausbesserungen zu erledigen. Aber gehen Sie nur zu ihr und schauen Sie sich die Jacke an. Ja, toll. So zieht die Jacken. Sehr richtig, lieber Valentin. Das war schließlich genug Aufregung für einen Tag. Und es wurde auch spät. Pfarrer, kann ich das noch bestätigen? Verdächtigst du mich etwa des Mordes? Einer Todsünde? Das kann wohl kaum dein Ernst sein. Mein Tod ernst. Meine Fragen. Mit deiner geschwollenen Rede kannst du nicht verschleiern, dass du mich eines Mordes verdächtigst. Das werde ich mir merken. Frag einfach die Renate und lass mich in Ruhe. Sie kann alles bestätigen. Verstehe. Herr Pfarrer. Der reagiert ein bisschen empfindlich. Der verlungene Hermi. Hey, du ja, die Vögel. Die Ausgeier kreisen schon. Renate, die war jetzt da hinten. Warum mit dir im Bett? Ja, bitte, Herr Valentin? Eine kurze Frage zum Sonntag. Ja, ich weiß von der Sache mit dem Lenz. Gott hab ihn selig, den armen Burschen. Also, gehört hab ich davon. Dabei war ich natürlich nicht. So spät bin ich nimmer unterwegs im Ort. Ich hab schließlich meine Hausarbeit zu erledigen. Mir ist ja ganz recht, wenn der Pfarrer mal außer Haus ist. Dann geht er mir nicht den Weg um. Sie wissen schon. Sagen Sie es ihm aber um Himmels Willen bloß nicht. Der kriegt sowas schnell in den falschen Hals. Warum trat er dann durch? Sagen Sie mal, ist das jetzt so ein Verhör? Acht, oh Gott. Komm, die schaffe ich nicht. Freunde, Daumendrucker. Hochschießen, wobei, Auslicher. Ja, ich freue mich ja, dass Sie sich für unseren schönen Ort interessieren. Wissen Sie, der Herr Pfarrer ist abends gern im Wirtshaus und trinkt einmal ein Bier. Aber wann genau er jetzt am Sonntag heimgekommen ist, mei, wie spät wird's da gewesen sein? So um eine 9 herum muss er da gewesen sein, ja. Ja, bitte, Herr Valentin? Um 9 ist er heimgekommen. Und was hat er dazwischen da? Ich würde mal sagen, der Pfarrer ist der Hauptverdächtigte. Die Kathi. Kathi, komm schon. Warte mal. Mich dann du? Baumstamm. Den könnt ihr verschirmen. Verschirmen. Mit Bier und Brezen kriegen klar. Hey, das. Und da findet man einen Key. Aha. Das Rätsel um den Ort. Der Herr Doktor, wo nicht gemacht? Also, der bereitet sich schon vor. Das ist eine illegale Abtreibung. Dieser Schlawiner. Hintereingang, vielleicht da jemand.
Freunde? Da hängt der Doktor. Meine Framerate bricht ein. Die Leiche des Arztes. Toll. Einen Abschiedsbrief hat er nicht hinterlassen. Am Hinterkopf hat er Platzwunden. Aha, hat er nur umgebracht und dann aufgehängt. Die Spur muss ich finden. Bei auf der Rinnen ruckelt ein bisschen. Da ist ein Brief. Da ist auch was. Moment. Ein Brett brauche ich. Wie geht die Power aus? 8 Brett, ja gut. Da sind wir auf der sicheren Seite. Berichte. Der aktuelle Bericht vom toten Lenz. Die Todesursache ist unklar. Zwischen 1 und 5. Was haben wir da? Ein auffälliger Zettel. Ein christliches Zitat. Wieder mal ein Bibelvers. Also entweder war es der Pfarrer selber oder jemand möchte jetzt am Pfarrer anhängen. Du sag mal, Renate, hast du was gesehen? Oh, mein Framerate. Haut es ober. Ja, bitte. Ja, sag mal, die Framerate ist doch nicht die beste. Ich springe da von oben. Warte mal, Kathi. Die weiß auch noch was. Scheiße, es ruckelt. Wie damisch. Was darf ich Erna Gurz da, Herr Stauderer? Bei der Frau Gschwendner. Er hat einmal wegen dem Schubpflegeset. Bauplan, immerhin. Verkaufen, also das hab ich schon. Warte mal. Babe, tust du da drum? Aber wenn ich die schon hab, dann nehmen wir's. Selbstverständlich. Was darf ich Erna Gurz da, Herr Stauderer? Man kann doch Sie ahnungslosen Stadtmenschen nicht allein da lassen mit der Bagage. Eigentlich sind sie alle ganz nett. Sie zwangen's bloß nicht so. Das tue ich doch gern. Heute jetzt, was ich sagen, eins hätte ich vielleicht noch. Da kämen Sie als Besucher wahrscheinlich weiter wie ich selber. Sehen's den jungen Mo da drüben am Dorfbahn? Ja genau, der da den ganzen Tag seinen Rausch ausschlaft.
Mich darf ja interessieren, wo der sein Fusel her hat. Bier brauen ja die meisten selber daheim. Ist halt nicht so gut wie das bei mir. Aber Schnapsbrenner, das ist schon noch was anderes. Das ist nicht so einfach. Ich kauf meinen Schnaps in der Stadt, ganz legal und von einer Destille mit Lizenz und alles. Aber offensichtlich gibt's da jemand, der schwarz brennt. Das macht mir's Geschäft nicht kaputt. Dem Suffkopf habe ich jede zweite Rechnung der Sport, weil er nicht zahlen hat können. Aber da herin kann ich ja besser auf ihn schauen. Zwischendrin einmal ein Wasser hinstellen. Nach dem 17. Schnaps dann einen Zapfenstreich machen, dass es nicht ganz so ausartet. Das Heiferl Elend, da kann man sich ja nicht anschauen. Daten Sie das da für mich? So, dann besonders ein illegaler Schnapsbrenner am Werk. Kathi, mach ich. Schauen Sie sich doch einmal ein bisschen um. Am besten gleich bei unserer Schnapsleiche. Irgendwer muss man doch rausbringen können, wer den Schnaps brennt. Was darf ich Ihnen gut da, Herr Stauderer? Du schaut aus mit dem Tratsch. Ja, mein Gratsch wird überall. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Schon da im Biergarten wird viel geredet. Beim Lehrer und beim Bürgermeister waren Sie ja sicher schon? Das kann nicht schauen. Die hören Sie ja alle zwei gern reden, gell? Hauptsache die Luft scheppert. Und waren Sie schon beim Holzfällerlager? Die kommen voll rum, gerade einmal außerhalb von Wolpertshofen. Vielleicht können Sie da noch was mithören. Aber wie schon gesagt, geratscht wird allweil gern. Halten Sie einfach die Augen und die Ohren ein bisschen auf. Was darf ich Ihnen gut da, Herr Stauderer? So, da ruckelt. Aufgestiegen bin ich auch, auf Stufe 31. Noch mehr fahren, oh Gott. Ja, pass auf, Leute. Wir ruckeln um zur Apollonia. Und dann machen wir eine Pause. Bevor wir uns abstürzt. Gute Frau, wie schaut da mit der Jacken? Christi Valentin, was bringt die her? Ja, die habe ich da. Die Renate hat's mir vorbeigebracht, damit ich ein bisschen flick. Soll ich betronen? Mach mal. Meinst mit dem Ton kannst hier irgendwen beeindrucken. Selbstverständlich. Aber du kannst den Janker schon gern zum Herrn Pfarrer tragen, dass du die auch mal nützlich machst. Sie begibt dir die Jacke, jawohl. Die Jacke vom Pfarrer. Hört aber. Ein Knopf für keiner. Ein Indiz, aber kein Beweis. Pass auf, Leute, bevor wir weitermachen, da ist irgendwann mal eine Pause. Und die machen wir wieder mal hinten beim Scheißhaus. Da fühle ich mich am wohlsten. Wobei, das ist da hinten. Okay, Leute, und der Saison beim nächsten Mal geht dann genau da weiter. Bis dann und Servus.